Hallo miteinander. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Neue Augen. Wir sind da immer noch am Rumlaufen. Pizza konnte ich nicht fertig machen. Und zwar aus einem Grund, ich habe das Blaue noch nicht und ich brauche blauen Brokkoli. Ja, ich glaube, es war der blaue Brokkoli. Wir müssen mal aufs Dach kommen. Wir brauchen noch eine Lochkarte. Die machen wir mit einem Seidentuch. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Mietz! Es war noch viel schöner, Ja, als sie so es sich schön. ausgemalt hatte. Und jetzt sollten wir nämlich da die Lochkarte haben. Wenn wir ein bisschen stärker drüber Lilly kommen, wusste, dass Versuchen... natürlich. Zack. Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Schön. Genau, das wollte ich wählen. Was da kommt, weiss ich schon wieder nicht mehr. Da habe ich nicht weiter geschaut. Ich habe nur ein bisschen rumprobiert, bis ich das herausgefunden habe. Das Sichtfenster. Hallo? Huch? Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Ja, man kann auch Aber der mit Doktor hat mir Lebendigen. verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Blau! Lebenden. Ich muss dich leider bitten zu gehen. Ah, ich Mongo, ich habe schon lange blau dabei. Zieh das rein. Du solltest nicht... Ich darf nicht. Zumindest nicht mit... Schau mal. Hallo, was machst du? Was machen wir mit dieser Klappe? Dem Erzähler verging langsam Ah, ja, Tatsache, doch niemand wusste, was sie dann... Ja, ist gut. Vielleicht Lilly. Das Geisterkostüm. Dem Erzähler verging Hey, das ist gescheit, Mann. Sie will mit Toten reden. Und dann kommen wir auf den Flur. Aha, alles klar, tipptopp. Jetzt können wir uns frei bewegen. Und das müsste in dem Fall blau sein, oder? Das war bereits... Ach, come on. Ich brauche etwas dreckig Blaues. Ah, und ich Idiot. Oder? Huch. Ein Geist. Ja. Wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den 7. Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Voll easy. Komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Mal? Aha, super. Dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter ja. die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Kraute durch die Durchreiche. Danke. Da haben wir blaue. Tschu. Nein, ich hätte nicht einen Wartungsraum sollen. Ah, Flur. So, blauer Brokkoli habe ich gesagt, hä? Ich hoffe, das stimmt jetzt. Was hast du da? Zeig mal Ja, her. es ist blau, Wischiwaschi. Ah, sehr gut. Du hast das, benutzt das. Danke. Was sagte man? Blauer So, Brokkoli? also, sie ist am Grinsen, er ist am Grinsen, er ist am Grinsen und er nicht wirklich. Warte mal, was hat er gehabt? Das ist der Peter. Rot-Grün Schwäche. Und er will Blaubeeren. Blaubeeren meine ich. Ja, okay, er sieht Blaubeeren nicht. Mist, die sind rot.
Also wer hat Blaubeeren nicht gern? Der Adrian. Er hat eine Rot-Gel-Schwäche, also müssen es gel sein. Was sagte man dazu? Ich Gelbe sehe nämlich Blaubeeren. Okay. Gelbe Yeah, alle sind am Grinseln. Jetzt dann gehen wir uns Geschicklichkeit erarbeiten im Rollenspiel, oder? Ich nehme es schwer an. Hey, ich habe meine epische Quest erledigt. Da, König. Die Pizza. Wohlan. Vortrefflich. Geil. Toll! Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Rogelbecher. Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Rogelbecher! So Wohlgesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen riesen Spaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Rogelbecher! So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hotmotigor. Ist das Rätsel wahrscheinlich. Oh wow, gerade so. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler. Ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwerttabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Autsch. Hey! Du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss geschaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Hotmotigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Speer der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Drogelot und der lustige Gaukler Schnippo Ich will eine andere Rolle haben. sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lilligrim. Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lilligrim ist voller Unlust. Es ist deine Aktion. Lilligrim, was tust du? Okay, ja. So, Mach Schnippo mal an. einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? Klitter. War ja klar. Schnippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Schau mal an, ja. Drogelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Rogelbecher! Ein Mithrilharnisch? Wirklich? Rogelbecher! Na gut. In seinem Mithrilharnisch. Petrulla saß am Feuer und beobachtete den Teekessel.
Beschreib dich doch mal kurz selbst. Also, ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig. Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern. Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll Gothic-mäßig aus, aber hübsch. Danke. Das reicht wohl. Die vermummte Geheimnisvoller Gestalt saß NPC. schweigend am Lagerfeuer. Oh, Mist. Wer ist es? Kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? Ja, reden wir mal normal mit allen Leuten so. Hallo Lillegrim, möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Ja. Dann schau her. Und schon amüsiert? Wow. Hallo, look, Kobold. Was denkst du Ich über den dachte Angriff? ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen. Er will einfach Anstatt sterben. hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Ach komm, was haltest du von der Kobold? Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu Das ist der werden. Wunsch. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Du machst es jonglieren. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde. Der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham Ey, bist mal oder fertig mit dem Langeweile Monolog. einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. Ich will gar keine Kugeln. Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo. Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Okay. Auf jeden Fall habe ich eine Kugel. Ist das in dem Fall richtig gewesen, ne? Mach mal einen Wurf auf. Muss ich? Warten. Haben wir schon. Sir Drogelot, was haben Sie zu melden, außer nur Drogelot? Hallo Lillegrim. Oh, wow. Bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelot am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzel unter der Kapuze gesehen? Wollen wir nicht kämpfen? Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier. Ja. Und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht. Die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Na, sicher schon. Weißt du, Kobold und so? Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings,
was sie vorhaben. Den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Voll. Brauchst du Feuerholz? Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich... Ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Jetzt haben wir die Schnauze, Harvey. Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Geh doch schlafen. Bist du etwa auch so müde wie ich? Oder auch nicht. So, liebe Leute, mit Petrulla und dem geheimnisvollen Wanderer reden wir erst das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Peace.